Ja, dragi prijatelji, dame in gospodje, jaz opažam na Koroškem, da imamo tukaj dva trenda. Prvi je ta, da govorimo lahko o neizpolnjenih obljubah, tudi če so to bile državne pogodbe. To je negativni trend in drugi negativni trend je seveda demografska slika. Je pa seveda tudi dosti pozitivnega in to bom na koncu v mojem govoru, ki ga bom držal v Nemščini, tudi povedal. Ich könnte hier, meine Damen und Herren, zwei Reden halten, eine nach rückwärts und eine nach vorwärts gewandte. Stoff gibt es genug und kleine Völker haben nämlich immer zu viel an Geschichte und zu viel an erlittenen Ungerechtigkeiten. Am Balkan sagen wir sogar, dass es zu viel Geschichte gibt, so viel, dass man sie gar nicht verdauen kann. Jedenfalls ist es manchmal auch gut, die Geschichte zu vergessen, ja. Aber das muss nach einer guten, tiefgründigen Analyse geschehen und nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Nachdem die Deutschkärntner, ich sage das vereinfacht, ja, die Deutschkärntner ihre Urängste hatten und von denen lange gesprochen haben, muss ich sagen, dass es auch bei den Kärntner Slowenen Urängste gibt. Ja. Die deutsche Urangst war ungefähr die, 1918 haben südslawische Horden Südkärnten besetzt und im 1945 haben Partisaner Südkärnten besetzt, ja, und haben die Südgrenze in Frage gestellt. Stimmt natürlich, aber nie wird gesprochen, wer die Nordgrenze in Frage gestellt hat. 1938 gab es auch Eindringlinge aus dem Norden, die haben die Nordgrenze in Frage gestellt und auch die Existenz von ganz Österreich. Ja. Österreich ist ja damals 1938 für 7 Jahre verschwunden. Wir könnten in Kärnten von 2 Traumata sprechen oder Traumen. Und zwar das erste Trauma, glaube ich, ist in Kontinuität vorhanden, und zwar die unerfüllten und gebrochenen Versprechen und Zusagen. Die erste Zusage war wohl 1867, das Staatsgrundgesetz in Österreich, und da gibt es auch einen sehr schönen Passus von den sogenannten landesüblichen Sprachen. Und dieser Passus aus 1867 ist in der Kärntner Landesverfassung, die 3-4 Jahre alt ist, nicht vorhanden. Als Landessprache wird ist nur Deutsch eingetragen. Es wird dort die slowenische Volksgruppe zwar erwähnt, aber als Landessprache ist dort Deutsch eingetragen. Könnte natürlich drinstehen Deutsch als Staatssprache. Das ist logisch, jeder Staat muss kommunizieren und jeder Staat hat eine Staatsprache. Aber hier in der Kärntner Landesverfassung wird Deutsch als Landessprache eingetragen und ist dort vorhanden. Das nächste Versprechen war der Staatsvertrag von Saint-Germain 1919. Dort gibt es viele kulturelle Rechte, aber auch, ist auch die Rede davon von Gerichtssprengeln, und diese Gerichtsprengel gibt es heute noch nicht. Also Staatsvertrag von Saint-Germain 1919. Ein besonders schwerwiegendes Versprechen und auch schicksalhaftes Versprechen war jenes der Kärntner Landesversammlung vom 28. September 1920, als den slowenischen Landsleuten, und da ist wichtig zu sagen, slowenischen Landsleuten, nicht den windischen, den slowenischen Landsleuten wurde ihre sprachliche und nationale Eigenart jetzt und alle Zeit, also quasi bis in die Ewigkeit, garantiert, und auch ihr wirtschaftlicher Aufschwung etc. Die Volksgruppe hat dieses Versprechen ernst genommen, hat ihr Glauben geschenkt, und ca. 10.000 bis 12.000 Slowenen haben für Österreich gestimmt. Das hat sogar der deutschnationale Historiker Wuthe bestätigt, NSDAP-Mitglied, nur hat er dann in einer späteren Aussage gesagt, das waren 10.000 Windische. Heute wissen wir, dass es wahrscheinlich 12.000 gewesen sind, weil es gibt schon bessere Forschungsmethoden. Und man konnte aufgrund dieser Methoden, die verfeinert sind, kommt man auf die Gruppe von 12.000. Natürlich haben viele Momente eine Rolle gespielt, das Kärntner Landesbewusstsein, die geografische Grenze im Sinne von Karawanken etc. Ja. Aber dieser Martin Wuthe hat kürzlich noch oder vor kurzer Zeit ja, eine Gedenktafel bekommen, die der Herr Landeshauptmann quasi abgesegnet hat. Ja. Er beruft sich da auf einen Parteibeschluss, und Wuthe war NSDAP-Mitglied, ja, und hat jetzt eine Gedenktafel. Man sieht das auch in dem Film Vergessen von Fräulein Bratschnika, wo diese Szene auch vorkommt. Ja.
Nach der Volksabstimmung, also die Volksabstimmung war eben die Volksabstimmung, aber nach der Volksabstimmung kam es zu zahlreichen Übergriffen, Messgewänder wurden zerrissen, Gewaltakte verübt, Priester wurden unter deutschnationalem Druck entlassen, 30 wurden versetzt und ein Pfarrer wurde sogar zur letzten Ölung gelockt, ja, und dann angeschossen. Er hat das zwar überlebt, ja. 60 Lehrer wurden vom Schuldienst entfernt. Kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn die Dörfer keine Lehrer mehr haben. Darunter meine Großmutter Maria Einspieler, die wurde entlassen. Und auch ihr Mann, Valentin Einspieler, ein österreichischer Gendarm, der in Triest ausgebildet wurde, der für Österreich gestimmt hat, hat er mir gesagt. Und er wurde entlassen, weil er die großjugoslawische Agitatorin Maria Einspieler geheiratet hat. Also das hat schon genügt, um den Job zu verlieren. Es haben auch tausende Kärntner Slowenen das Land verlassen. Sie sahen hier keine Zukunft mehr und gingen nach Slowenien, nach Jugoslawien damals. Und es gibt noch diese Kärntner Clubs in Ljubljana und in Maribor. Ich habe aber in Belgrad auch noch als junger Diplomat solche Kärntner Slowenen getroffen, zum Beispiel die Urtante, die Großtante von Daniel Vuti, die lebte in Belgrad, in den 80er Jahren habe ich sie noch kennengelernt, oder einen Herrn Back aus meiner Ortschaft und bekannterweise ist seine Enkelin Pressesprecherin bei Vučić, bei Präsident Vučić. Ja. Die Stanislava Back hat es geschafft, ins Kabinett von Vučić zu kommen, auch schon früher zu Präsident Nikolić. Aber sie ist auch ein Nachkomme von Kärntner Slowenen und sie pflegt ihre Verwandtschaftsbeziehungen noch immer zu Familie Hafner in Feistritz in Rosenthal. Aber es kam noch schlimmer, noch dramatischer und noch traumatischer. Der damalige Landeshauptmann und Landesverweser Artur Lemisch gab schon wenige Wochen und Tage nach der Volksabstimmung die Linie vor. Nur ein Menschenalter haben wir Zeit, diese Verführten, also Slowenen, zum Kärntnertum zurückzuführen. Mit deutscher Kultur und Kärntner Gemütlichkeit wollen wir in einem Menschenalter die Arbeit geleistet haben. Aber er hat noch etwas dazugefügt. Ehe wir das Werk der Liebe beginnen, also das ist das Werk der Liebe, die Assimilierung, ja, lass uns jenes der Vergeltung vollenden. Geholfen haben ihm damals verschiedene Heimatverbände und man muss leider feststellen, dass die Germanisierung und Assimilierung erfolgreich verlaufen ist. Nur die Frist wurde überschritten, es dauerte länger als ein Menschenalter. Aber heute sind wir ungefähr dort, wo uns Artur Lemisch haben wollte und die Heimatverbände. Also das feierliche Versprechen der Kärntner Landesversammlung vom 28. September 1920 wurde voll und brutal gebrochen mit verheerenden Folgen für die Volksgruppe. Ich fordere daher den aktuellen Kärntner Landtag auf, die Versprechen vom September 1920 nachzuholen und umzusetzen. Wir haben ja nun ein gutes Klima, wir haben einen Klimawandel und dieses gute Klima sollte helfen bei dieser Nachprüfung, beim Einhalten dieser Versprechen. Ende 1945, nach dem Krieg, kam es auch teilweise wegen der Wiedergutmachung für die Gräuel der Nazizeit, für die Aussiedlung der Kärntner Slowenen, Zwangsaussiedlung und Deportation. Und als die slowenische Sprache sogar in der Kirche verboten war, kam es zur Einführung einer verpflichtenden, allgemeinen, zweisprachigen deutsch-slowenischen Schule. Und diese Regelung wurde insbesondere gegenüber den Besatzungsmächten, den Engländern hier, als vorbildlich angepriesen. Aber die deutschnationalen Heimatverbände konstituierten sich bald, einer sogar 4 Tage nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages, organisierten Streiks und machten Stimmung gegen den obligatorischen zweisprachigen Unterricht. Und wieder waren sie erfolgreich. Dieses Unterrichtsmodell wurde vom damaligen sozialistischen Landeshauptmann Ferdinand Wedenig abgeschafft. Damit wollte man aber auch dem ein Jahr vorher, 1957 gegründeten slowenischen Gymnasium, den Nährboden entziehen. Denn wenn es keine Volksschule gibt, die obligatorisch zweisprachig ist, dann wird es wohl auch keine Schüler geben für das Bundesgymnasium für Slowenen. Das war ein Trugschluss, aber das war auch dahinter, die zweisprachige Schule abzuschaffen. Man hätte es ja auch anders machen können. Man hätte das Abmeldeprinzip einführen können, wie im Burgenland. Ich glaube, wir haben ein paar Burgenländer hier. Das ist dort so. Oder wie beim Religionsunterricht in Kärnten. Man kann sich von der Religion abmelden, ja, ganz einfach. Hätte man machen können. Aber das Anmeldeprinzip ist jetzt in Kraft und es ist schwierig für manche Eltern, dorthin zu gehen, die Tochter anzumelden. Nehmen wir ein Beispiel. Die Fräulein Kopeinik, Margareta Kopeinik vom Kurier, später auch Beraterin von Herrn Doskozil, Journalistin, sie wollte sich anmelden zum Slowenischunterricht in Leubach bei Bleiburg,
mit ihrer Mutter. Und da sagte der Direktor Vogel, aber Sie wissen schon, Frau Kopeinik, Deutsch ist die Sprache des Aufstiegs. Und sie hat sich nicht angemeldet. Heute lernt sie mühsam Slowenisch und sie ist Mitbewohnerin der gleichen Gemeinde wie Martha Stocker, ja, in Schiffling, wenn sie in Kärnten ist. Aber damals gab es viele solche Inzidente, will ich sagen, ja. Und die Leute hatten dann Angst, die Kinder anzumelden. Oder der Direktor war schlau und hat gesagt, natürlich 2 Sprachen, wie bei uns in meinem Dorf, ja. Natürlich 2 Sprachen ist besser. Aber Ihr Sohn soll zuerst richtig Deutsch lernen, ja. Und dann später können wir auch über Slowenisch reden. Und dieser Eisenbahner, den ich kenne, hatte 6 Kinder. Natürlich hat keines der Kinder dann den Slowenischunterricht besucht, ja. Inwiefern der Staatsvertrag aus 1955 erfüllt wurde, wissen Sie selbst, nur teilweise oder mit großer Verspätung. So hat sich auch der Herr Bundespräsident dafür entschuldigt. Und ich glaube, 2 Drittel der Volksgruppen zum Beispiel haben keinen Zugang zum zweisprachigen Bezirksgericht. Und es hat zum 60. Jahrestag Rudi Vogt eine brillante Analyse geschrieben zum 60. Jahrestag des Staatsvertrages. Und diese Analyse gilt auch heute und wird wahrscheinlich noch in 10 Jahren gelten über Erfüllung und Nichterfüllung des Staatsvertrages. Ein weiteres gebrochenes Versprechen ist das Memorandum aus dem Jahr 2011, als es nach Scheinverhandlungen im April 2011 zum Kompromiss betreffend die Aufstellung von 163 Ortstafeln kam. Scheinverhandlungen sage ich deshalb, weil bereits am 10. November, ein Jahr davor, beide Chefverhandler im Lafantal mit den Heimatverbänden und 2 Slowenenverbänden zusammentrafen, um einen Durchbruch zu erzielen, also bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben. Das konnte man einer Bericht der kleinen Zeitung entnehmen. Vor allem haben aber nachträgliche Recherchen und Zeitungsartikel gegeben, der Staatssekretär Ostermayr dem Kärntner Landeshauptmann im Jahr vor den Verhandlungen am Sonntag, den 12. Dezember 2010, die fertige Liste der Ortsnamen übergeben hat. Zitat Ostermayr laut Kleine Zeitung. Nach dem Konzert am 12., das war der Arnold Steiner Grenzlandchor, nach dem Konzert am 12. Dezember 2010 traf ich Landeshauptmann Dörfler, da habe ich ihm erstmals eine Liste mit 163 Ortsnamen vorgelegt. Da war klar, dass es eine Lösung geben würde. Das hat er natürlich ein Jahr später gesagt, ja. Während den Verhandlungen wussten wir nichts davon, aber ein Jahr später, wieder bei einem Weihnachtskonzert, hat er gesagt, ich habe dem Landeshauptmann Dörfler schon im Dezember 2010 eine fertige Liste gegeben. Ein weiteres Stück Papier aus dem Kabinett Dörfler fiel dem Funktionär des Rates der Kärntner Slowenen Nanti Olip zufällig in die Hand, als er Schreibpapier und Schmierpapier haben wollte, aus dem aber auf der Rückseite hervorging, dass vor Verhandlungsbeginn von 2 Slowenenvertretern und den Heimatverbänden Obergrenzen für den Ortstafelkompromiss festgelegt wurden. Jedenfalls wurden im Zusammenhang mit dem Kompromiss 2011, den ich auch unterschrieben habe, den aber der Volkstag des Rates der Kärntner Slowenen dann abgelehnt hat, jedenfalls wurden damals großzügige Versprechungen gemacht. Zum Beispiel die Übernahme der slowenischen Musikschule, diese hatte 720 Schüler und 40 Professoren, davon wurden aber später nur die Hälfte übernommen und von 40 Professoren nur 18. Landeshauptmann Dörfler war noch 2 Jahre im Amt nach der Unterzeichnung des Memorandums. Er hat keinen Finger gekrümmt, hat gar nichts gemacht. Das hat erst später Landeshauptmann Kaiser unternommen. Und was die systemische Finanzierung der Musikschule durch Bund und Land, also wenn man Deutsch kann, Bund bedeutet Staat und Land bedeutet eben das Land. Diese systemische Finanzierung gibt es bis heute nicht, obwohl Staatssekretär Ostermayr später sogar Minister geworden ist, aber diese systemische Finanzierung fand nicht statt. Und die slowenische Musikschule, die jetzt eine Landesmusikschule ist, hat noch immer nicht die Schülerzahl erreicht und die Lehrkräfte von damals. Aber noch viel schlimmer erging es dem versprochenen Volksgruppengesetz. Denn Staatssekretär Josef Ostermayr hat versprochen, ein Volksgruppengesetz neu, zügig zu verabschieden. Hat aber keine Schritte unternommen. Heute, 11 Jahre und 5 Monate später, haben wir das Volksgruppengesetz noch immer nicht. Und das ist wohl eine sonderbare Interpretation des Wortes zügig. Im Zusammenhang mit dem Kompromiss aus dem Jahr 2011 noch eine Feinheit. Zu diesen Verhandlungen oder Scheinverhandlungen hat sich auch KHD-Obmann Feldner 10 Jahre später geäußert, als er gemeint hat,
dass der von der Konsensgruppe 2005, Sie wissen, unter Schüssel gab es auch einen Versuch, der ist gescheitert, dass dieser Kompromissvorschlag die alleinige Basis war für die Ortstafel, für den Ortstafelkompromiss 2011. Die alleinige Basis. Also nicht die Arbeit von Rudi Vogt mit seinen 30 Urteilen beim Verfassungsgerichtshof, das war nicht die Basis. Ja? Der Staatsvertrag war auch nicht die Basis. Aber der Vorschlag der Konsensgruppe mit dem Heimatdienst, mit den Abwehrkämpfern auch, die zumindest davon wussten, das war die Basis für den Ortstafelkompromiss. Außerdem hat er zugegeben, dass der Heimatdienst bei dieser Konsensgruppe die deutschsprachige Bevölkerungsgruppe vertreten hat, wen sonst, ja, aber die deutschsprachige Bevölkerungsgruppe vertreten hat und für mehr Ortstafeln in vertretbaren, ich zitiere, in vertretbaren Ausmaß eingetreten ist. Auf gut Deutsch, für so wenig wie möglich, ja, in vertretbarem Ausmaß. Und das vertretbare Ausmaß ist natürlich, da denken wir an den Heimatdienst, den Abwehrkämpferbund, Schulverein Südmark etc., die Ulrichsberg-Gemeinschaft und so weiter. Und natürlich haben dann diese Heimatverbände diesen Kompromiss dann abgesegnet, ohne Proteste und so weiter. Auch Landesrat Scheuch war sehr deutlich, alle von den freiheitlichen geforderten Punkte wurden umgesetzt, alle. Oder wir Freiheitlich haben uns zu 100% durchgesetzt. Also wenn sich die Freiheitlichen zu 100% durchgesetzt haben, blieb für die Slowenen 0%, nicht? Ist doch logisch. Ja. Peinlich war vor allem aber der Bestechungsversuch von Landeshauptmann Dörfler am Ende der Verhandlungen, ja, als auch Dobein gestrichen wurde aus Goitschach mit 20% Slowenenanteil. Aber am Ende hat er uns versucht, also ich habe das subjektiv so verstanden und empfunden, hat er versucht, uns zu bestechen mit einer €500.000, wenn wir auf die Amtssprache in St. Kanzian und Eberndorf verzichten. Hat er gesagt, kriegt so $500.000, ja, wenn ihr darauf verzichtet. Haben wir natürlich nicht, denn das sind ja Menschenrechte, Volksgruppenrechte. Und dafür wurden wir dann bestraft, ja. Denn in Eberndorf und anderswo, vor allem Eberndorf, gibt es die slowenische Sprache zusätzlich zur deutschen, nur dort, wo auch eine Ortstafel steht. Ja. Das heißt, es kann jemand heiraten, der Rudi weiß das besser, aus einer Ortschaft oder Siedlung ohne Ortstafel mit jemandem mit einer Ortstafel, der hat dann Probleme, nicht? Und sogar so eine Ortstafel wie Budap, da hat man uns auch betrogen, verzichtet dort doch auf Budap. Das heißt in beiden Sprachen Budap, ja. Aber wenn jetzt jemand aus Budap heiraten will, dann kann er nicht, auf Slowenisch, ja, weil Budap keine zweisprachige Ortstafel hat, ja. Aber das Schlimmste war wohl, dass die Konsensgruppe den Prozentsatz des Verfassungsgerichtshofes, der seit 2001 konsequent eingehalten wurde, abgeschafft hat und stattdessen 17,5 eingeführt hat. 17,5. So ignorierte man damals den Staatsvertrag bzw. den Verfassungsgerichtshof. Es war noch etwas. Die Konsensgruppe, insbesondere der Heimatdienst, verehrt außerdem das NSDAP-Mitglied Hans Steinacher, von dem nun bekannt wurde, dass er zumindest einen Auftragsmord vergeben hat. Im Bundesarchiv Koblenz hat Professor Schönberger von der Klagenfurter Universität nämlich Belege gefunden für die Urheberschaft eines Mordauftrages von Steinacher. In einem mit volksdeutschen großen Teil Hitler unterzeichneten Geleitbrief an den Berliner Gestapo-Chef Ministerialrat Rudolf Diels bestätigt Steinacher, er habe sich bei der Separatistenabwehr vor 10 Jahren in der in meinem Auftrag erfolgten Erschießung des im Rheinland tätigen Separatistenführers Stich mit Mut und Geschick betätigt. Darüber ist auch ein Buch erschienen mit diesem Artikel, in Slowenien allerdings, herausgegeben von Daniel Grafenauer, Ustrelitev po mojem naročilu. Ustrelitev po mojem naročilu. Steinacher hat außerdem Sprengstoff geschmuggelt, er hat Giftgas besorgt, er konnte das Giftgas zwar nicht benutzen und später hatte er Probleme mit der Entsorgung. Er hat laut eigenen schriftlichen Aussagen während des Abwehrkampfes für Deutschland gekämpft, nicht für Österreich, und war 1959 dabei, die obligatorische zweisprachige Schule zu Fall zu bringen. Nur am Rande, und das ist vielleicht das Wenigste, er war auch NSDAP-Mitglied und kein Widerstandskämpfer, wie er auch von manchen genannt wird.
So eine Figur verdient keine Denkmäler und ich fordere die Konsensgruppe und insbesondere den Heimatdienst auf, Schritte zu unternehmen, die Denkmäler des Auftragsmörders Steinacher abzutragen. Und verzeihen Sie mir diese Abweichung vom eigentlichen Thema. Das sind die neuesten Forschungsergebnisse von Professor Klaus Schönberger von der Klagenfurter Universität. Also das eine Trauma, die vielen gebrochenen Versprechen, und das zweite Trauma, der demografische Niedergang der Volksgruppe. In meiner Ortschaft in Swetschheim-Rosenthal gab es von 600 Einwohnern circa 8, nein nicht circa, genau 8, die Deutsch sprachen. Ähnlich war es auch in Maria Wörth, da sprachen 2,6% Deutsch, vor 110 Jahren. In Velden sogar sprachen 15,6% Deutsch. Ja, und heute ist es wahrscheinlich umgekehrt, ja, in Velden noch schlimmer. Und im April war ich beim Begräbnis nördlich von Pörtschach, wahrscheinlich vom letzten slowenischen Bewohner. Und das ist leider unsere Tragödie. Wir sind von 33%, als es 150.000 Slowenen gab, bis zur Pasterze, bis Windischmatrei im Osttirol, bis ins Lessachtal. Wir sind von 33% auf 3% gefallen, aber eher wahrscheinlich unter 3%. Ja. Und ja, das schmerzt schon sehr. Und es kam nicht von alleine, da wurde kräftig mitgeholfen. Ja, jetzt aber natürlich gibt es auch positive Trends, Gott sei Dank, eigentlich sehr viele. Und ich habe mir da eine Liste von Slowenen zusammengeschrieben, eine ganze Seite, die irgendwie aufgefallen sind, ja, durch ihre Qualität, durch ihre Stellung, durch einen Nobelpreis. Ja. Handke bekennt sich mütterlicherseits zu 100% zu den Kärntner Slowenen. Martin Kuše, ja, der Kärntner Bischof Jože Markec, der Jungdiplomat Dominik Urak, der gerade in Sarajevo seinen Dienst angetreten hat. Alois Kraut, der Botschafter in Mazedonien war. Dann ein Mitarbeiter der Europäischen Organisation für Kernforschung, CERN in Genf, Joschko Strauß. Der Harvard-Absolvent Simon Schnabel oder der Oxford-Absolvent Valentin Weber. Der Valentin Weber hat Cyber Security studiert, das ist ganz interessant jetzt in diesem Zeitalter. Und natürlich Cornelia Vospanik und Tanja Male vom ORF und dann die in Österreich, glaube ich, überall bekannten Lipusch, Janusz, Oman, Hafner und Haderlab, Gotthard und Gotthard, da gibt es in der Familie sogar 2 Schriftsteller. Ja. Oder Rudi Vogt, der erfolgreiche Kämpfer vor dem Verfassungsgerichtshof. Und sicherlich habe ich hunderte Lehrer, Professoren, Ärzte, Juristen und Priester übersehen oder konnte sie wegen der Vielzahl nicht nennen. Aber wenn ich eine Familie exemplarisch nenne, so ist das die Familie Wakonik. Die hat 3 Universitätsgelehrte hervorgebracht, einen Wirtschaftstreibenden und einen im Finanzministerium, der als bester Mehrwertsteuerexperte Österreichs gilt, Dr. Marian Wakonik. Und alles hatte eine gütige Mutter, die hat die Kinder zur Welt gebracht, 12 Kinder, glaube ich, und der Vater, der Schmied war. Der hat alle in Schulen geschickt, Professoren und so weiter, Historiker. Ich finde, das ist außerordentlich. Ja. Oder die Familie Olib, die 3 Priester hat und einen Religionspädagogen, 2 Biobauern, eine Filmschaffende etc. Interessant ist es auch, dass die Familie Lipusch 4 Genies hervorgebracht hat. Natürlich den hervorragenden Schriftsteller Florian Lipusch, den Sänger Gabriel Lipusch, die Dichterin Cvetka Lipusch und den Fotografen Marko Lipusch. Alles aus einer Familie und wir sind alle stolz auf solche Familien. Gewaltig ist aber die Volksgruppe, vor allem die Leistung der Volksgruppe im kulturellen Bereich. Stellen Sie sich eine Stadt vor mit 10.000 Einwohnern, irgendeine Stadt in Österreich, ja, die 1000 Veranstaltungen pro Jahr hat. Dazu kommt noch das Bildungshaus Deinach, Sodalitas, auch mit 1000 Veranstaltungen. Es gibt Verlagshäuser, eine Bank, die hat zwar eine Zeit lang schlecht bilanziert, aber jetzt geht sie wieder besser. Viele Marionettentheater, das größte Puppenspiel bzw. Marionettenfestival Österreich. Sie können in unseren Dörfern Theaterstücke wie Faust oder Hamlet, die Antigone, einen Dario Fo oder die Drei-Groschen-Oper hören. In unseren Dörfern, ja, nicht in Klagenfurt. Und diese Vereine haben Angst, etwas zu Einfaches zu präsentieren und greifen zurück auf solche schwierigen Stoffe. Ja.
Der Faust ist ein besonderes Beispiel, weil ein Dachdecker hat den Faust auswendig gelernt. Auf Deutsch, ja. Nicht den ganzen Faust, das wären 5 Stunden, aber immerhin 1 Stunde Text auswendig, ja. Und er hat das sehr verschmitzt gemacht, die Zwischentexte, die Erklärung, was ist die Gretchenfrage oder des Pudels gern im Rosenthaler Dialekt und dann den Text wieder auf Hochdeutsch. Vom Eise befreit sind Bäche und Berge und so weiter. Ja. Also sowas in unseren Dörfern und ich würde sagen, wir sind kulturell eine Großmacht. Es gibt Filmschaffende, Jazzpianisten, Architekten und es gibt natürlich dadurch Grund zum Optimismus, Grund zur Zuversicht. Die Volksgruppe ist aktiv wie nie zuvor. Wir haben auch 3 Gymnasien. Es gibt sehr viele ausgezeichnete zweisprachige Volksschulen, nicht überall, ja. Und Sie haben auch einige Protagonisten hier gesehen vom Bundesgymnasium für Slowenen oder auch diese Einrichtung hier, die Mohorieva, ist ein gutes Beispiel. Erlauben Sie mir am Ende noch etwas zu sagen zum Ortsstaffelsturm 1972 und zur Synode 1972, ja. Vorher aber noch etwas zur Sonderschrift des Kärntner Heimatdienstes aus 1970, wo es geheißen hat, wir brauchen einen Schlussstrich in Kärnten. Wir brauchen einen Schlussstrich und es wird Frieden in Kärnten geben, nur wenn Kärnten deutsch sein wird, wenn eines der Völker, Zitat, eines der Völker nicht mehr besteht. Das muss alles aufgearbeitet werden. Es geht nicht einfach, alles unter den Teppich zu kehren. Ich bin nicht sehr modern unterwegs wie meine Professoren vorher und habe aber etwas mitgebracht aus 1972. Ja. Das fanden wir in unserem Garten vor und meine Mutter war ein paar Tage steif aus Angst, weil das jemand hineingesteckt hat in die Erde. Und ich glaube, und drin steht natürlich Verleger und für den Inhalt verantwortlich, Kärntner Heimatdienst. Ja. Das war damals das Klima 1972 beim Ortstafelsturm. Der Heimatdienst hat 20.000 Kärntner auf den neuen Platz gebracht, nach Klagenfurt. Heute sagt Herr Feldner vor einigen Tagen, das war nur ein Ventil, damit die Leute nichts Schlimmeres machen, haben wir das dort organisiert, um quasi den Dampf abzublasen. Ja. Und es war ja viel schlimmer. Wir wissen genau, dass es dort Reden gab zur Entfernung weiterer Ortstafeln. Das war dort eine der Parolen. Und ich glaube, man kann die Kontinuität verfolgen seit 1970, dann 72, dann Haidar 2008, Kärnten wird einsprachig. Und auch Herr Mölzer vor einigen Wochen im Mai 2022, als er die Bezeichnung, Herr Professor, von Flüssen, Bergen und Straßennamen, wie im Staatsvertrag ohnehin vorgesehen, als territoriales Anspruchsdenken und als unsinnig bezeichnete. Im Mai heuer, ja, nicht 1972. Es hat sich beim Heimatdienst natürlich sehr viel geändert, aber dennoch nicht alles. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen und das braucht eine ordentliche Aufarbeitung noch, die ganze Vergangenheit und die Denkmäler etc. Was die Kärntner Diözesansynode betrifft, so möchte ich gerne sagen, dass nach diesen Treffen, ja, also nach diesen Protesten am 15. Oktober 1972, ein paar Tage später die Kärntner Diözesansynode ein diözesanes Dokument verabschiedet hat, ja, über das gemeinsame Kärnten Skupna Koroschka. Und nicht nur dieses Dokument wurde verabschiedet, es wurde auch beschlossen, in den Pfarren tätig zu sein. Also man könnte sagen, 150 Konsensgruppen, ja, jedenfalls in den Pfarren war die schwere Arbeit zu erledigen, denn dort war das Klima eisig, ja, politisch, sprachlich, aber auch tatsächlich. Ja. Mein Vater hat oft in eisigen Kirchen gepredigt, ist dann krank geworden und das hat er mit dem Dr. Waldstein, der von Slawen vertrieben wurde, ja, aus Tschechien. Dr. Waldstein stammt aus Böhmen. Die haben das zusammen gemacht, 19 Jahre lang, ja. Und die haben auch eine Publikationsreihe herausgegeben, das gemeinsame Kärnten, das war das Motto der Kirche. Und die haben dort ca. 11.000 Seiten veröffentlicht, 11.000 Seiten. Darunter auch einen Bericht, fast 450 Seiten, der ersten Ortstafelkommission, 1972, 75, ja. Das ist ein Bericht von Professor Veiter, der hier in dieser Publikation erschienen ist.
Und ich glaube, es gab insgesamt 11 Publikationen im Laufe der 19 Jahre mit wissenschaftlichen, historischen Konferenzen etc. Die erste Konferenz war so brisant, ja, dass man sie in Salzburg organisiert hat. In Kärnten war es nach dem Ortstafelsturm noch nicht möglich. Ja. Die fand in Salzburg statt. Aber mein Vater hat insistiert, das BKA hat das unterstützt und man ging eben nach Salzburg, um diese Konferenz dort zu organisieren, weil Historiker haben oft einen kühleren Blick auf die Geschichte. Es hat auch der Tiefenpsychologe Wilfried Daim einen Bericht geschrieben, auch für das gemeinsame Kärnten. Und so hat man die Geschichte innerhalb der Kirche aufgearbeitet. Natürlich sind Taufscheine, Geburtsurkunden, ja, Heiratsurkunden, vorbildlich zweisprachig im Rahmen der Kirche. Und wenn ich vorige Woche im Gaital war, schon Richtung Götschach-Mauten oder Lienz, wie Sie wollen, ja, dort gibt es noch ein zweisprachiges Pfarrblatt. Das ist das Letzte, wo man etwas noch auf Slowenisch sieht oder zweisprachig sieht. Dort wird auch noch ein Vaterunser gebetet. Ja. Also der Bereich der slowenischen Sprache, wir haben ja mehrere Bereiche, nicht? Der Gerichtsbereich, der Amtssprachenbereich, der Schulbereich, aber der Bereich in der Kirche ist der größte. Und da kann die Kirche wirklich stolz sein. Natürlich auch elektronisch, in den elektronischen Medien, die Kirchenzeitung, dann der Jahresbericht der Diözese Gurk. Es ist alles zweisprachig. Nun am Ende noch ein Vergleich, wer als erster sich eingesetzt hat oder als letzter für das gemeinsame Kärnten. Natürlich die Kirche vor 50 Jahren. Sicher gab es früher auch schon welche, ja, Kristallnik oder Berkonik oder Andreas Einspieler und so weiter. Aber jetzt in diesem Jahrhundert war es die Kirche vor 50 Jahren. Dann die Serie Guten Abend Nachbar vor 40 Jahren, ja, eine sehr gute Serie. Es wird zum Nationalfeiertag immer organisiert. Dann Servus Rechno Ciao ist über 20 Jahre tätig, hat erreicht hunderttausende Zuhörer und Zuseher. Ja. Und als letztes ist auf diesen Waggon dann die Konsensgruppe aufgesprungen, die seit 2005 existiert. Ja, natürlich habe ich viel Negatives erzählt oder Enttäuschendes erzählt, aber ich glaube, die Liste der Errungenschaften, ja, unserer herausragenden Persönlichkeiten ist so lang, dass wir optimistisch in die Zukunft schauen können. Aber natürlich müssen auch die gesetzlichen Grundlagen stimmen. Es muss einfach normal werden, wie wahrscheinlich bei den Ladinern, ja, dass es in der Gemeinde einen gibt, der Ladinisch kann. Das ist etwas Besonderes, ja. Ist ja nichts dabei. Bei uns ist es nicht der Fall, ja. Es ist nicht normal oder Standard, dass einer auf der Gemeinde Slowenisch kann. Und das müsste Standard sein. Natürlich müsste man auch die über 20 Kategorien, von denen Rudi Vogt spricht, ja, bei seinen Recherchen, auch vereinheitlichen, dass nicht zum Beispiel die Bleiburger, denen ich das vergönne, praktisch alles haben, ja, eine Bank, eine Saarbrücker, eine Genossenschaft, ja, also Kindergartenunterricht und so weiter, zweisprachige Volksschule, ein Gericht, ja, und andere wieder, die gar nichts haben oder fast nichts. Das müsste man vereinheitlichen, ja. Und da gibt es noch viel Arbeit und da könnte auch die Sozialistische Partei mitmachen, denn Staatssekretär Ostermayr hat 2011 versprochen, ein Volksgruppengesetz neu, zügig. Dankeschön.